Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren oder der ersten FC Bayern Spielanalyse der neuen Saison. Leute, Telekom Cup, Freundschaftsspiel gegen RB Leipzig. 3:1 gewonnen. Hm, ja, phasenweise ein unterhaltsames Spiel, ein bisschen Leerlauf drinne, wie man es halt aus so einem Freundschaftsspiel kennt, ist recht bei den Temperaturen. Ich denke, war eine ordentliche Kiste und bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr irgendwie plant, euch im FC Bayern Fanshop irgendwas zu gönnen, dann hier gerne nutzt meinen Link. Erster Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Genau. Gut. 3:1 gegen RB Leipzig. Denke, abgesehen von den ersten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit und so ein bisschen die Schlussphase in der ersten Halbzeit, waren wir die klar bessere Mannschaft, die klar bestimmende Mannschaft. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man schon eine gewisse Qualität gesehen bei RB Leipzig, gerade dann auch im hohen Pressing Anfang der zweiten Halbzeit. Und erstmal schön Martin Demichelis, wieder in Deutschland zu sehen. Ich freue mich drauf und was ich so gesehen habe in Ansätzen und so weiter, auch wie er coacht, ich glaube, das kann passen mit RB Leipzig. Kommt drauf an, ob die ein bisschen Geduld haben, aber we will see, ja? Ich kann mir gut schon vorstellen, dass das gut zusammenpassen wird. Ja, von unserer Seite, ist das erste Testspiel, was ich gesehen habe. Die anderen Testspiele habe ich nicht gesehen, um das mal vorwegzunehmen. Und ja, ich würde sagen, wir haben den ein oder anderen interessanten Spieler gesehen. Ich mache mal eben noch nebenbei hier die Statistiken auf, die ich gerade schon auf hatte. Da sind sie, wild. Und von daher würde ich sagen, werfen wir erstmal einen Blick da rein, bevor ich ein bisschen was erzähle. Gut, 3:1. Ja, neue Statistikseite hier beim FC Bayern. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es noch relativ kurz nach dem Spiel ist. Wilde Nummer. Ich kann den Bums ja auch nochmal aktualisieren. Ja, Ballbesitz 59,6 zu 40,4. Schüsse insgesamt 18, Fouls 12,7. Ecken 2,1 für uns. Schüsse aufs Tor 4,5. Abseitsstellung 3,1. Zweikampfquote 38,2 zu 62,3. Das ist ja ein wilder Wert, Alter. Okay. Das ist ein wilder Wert. Schüsse insgesamt haben wir schon gehabt, Ecken auch, Flanken 2,5, angekommene Pässe 461 zu 295. Also, wenn man das so sieht, man muss schon sagen, dass Leipzig auf jeden Fall eine Ecke robuster war im Zweikampf, ja. Man hat schon gesehen beim FC Bayern, dass da noch nicht all in ist, was das Zweikampfverhalten anbelangt. Ich denke, das spiegelt dieser Wert auch ganz gut wider hier. Wir haben hier noch eine Spieleransicht. Ja, können wir auch kurz durchgehen. Schüsse insgesamt, Nene Brown 2, Luis Diaz 2, Cardoso 1, Torschussvorlagen, Pavlo eine, Saibari eine und gewonnene Zweikämpfe. Sacha Boey, Hut ab dafür, sage ich gleich noch ein bisschen was zu den einzelnen Spielern. Brown 4, Josua Kimmich 4, Ballkontakte 81, Kimmich, wie soll es auch anders sein, Tah 68, Boey 66. Dafür, dass ein Boey gar nicht die volle Zeit auf dem Platz war, ist das schon sehr ordentlich. Ja, genau. Nochmal der Hinweis zum Abonnieren, ne? Gönnt noch mal. Ist ja kein Thema. Gut. Wir haben sehr, sehr stark angefangen. Ja, gehen wir es ganz kurz durch. So, wir haben sehr, sehr stark angefangen. Wir haben 'ne starke Anfangsphase gehabt, waren die klar bestimmende Mannschaft. Generell die erste Halbzeit, dann natürlich auch mit dem Tor in der 13. Minute durch Luis Diaz, der gerade in der ersten Halbzeit der Spieler war, der am auffälligsten war auf unserer Seite, ja. Nicht nur als Außenbahn, sondern auch irgendwie im Spielaufbau, mal im Seitenwechsel hat das Spiel gerade in der gegnerischen Hälfte schon gut bestimmt und an sich gerissen. Und dann waren wir natürlich im Flow, haben viel Ballbesitz gehabt, auch in der gegnerischen Hälfte. Leipzig war so ein bisschen angeschlagen, würde ich mal sagen. Ähm, Bis zum Hydration Break waren wir die klar bessere Mannschaft. Nach dem Hydration Break war es ein bisschen ausgeglichener, fand ich. Da sind wir ein bisschen weniger richtig drin gewesen im Spiel, abgesehen von Pavlovic, der ab da an mir sehr gut gefallen hat, kommen wir gleich noch zu. Und
Zweite Halbzeit, ja, war Leipzig die klar bessere Mannschaft in den ersten 15, 20 Minuten. Ohne Wenn und Aber, wir haben es gerade auch gesehen in den Statistiken, haben genauso viele Schüsse oder sogar einen Schuss mehr gehabt aufs Tor. Ähm, bei dem Pfostenschuss sah Manuel Neuer auch wieder wild aus. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Auch den einen Ball, den er irgendwie, weiß ich nicht, was er da für 'n Handpedal gemacht hat. Der war jetzt nicht so platziert, den hättest du ja auch mal einfach aufnehmen können oder dann mal ordentlich zur Seite weg. Weiß ich nicht, sah auch schwierig aus. Ansonsten war es okay. Ja, dann noch die letzten 20, 25 Minuten haben wir das Spiel auf jeden Fall wieder im Griff gehabt. Das Tor natürlich kam dann genau in diese Drangphase von Leipzig. Spätestens mit den Wechseln auf unserer Seite dann, ja, waren wir aber wieder die spielbestimmende Mannschaft, ja, und haben dann folgerichtig, dann auch das 3:1 nachgelegt. Kleiner Wermutstropfen natürlich. Conny Leimer, der verletzt raus musste, erste Halbzeit. Sah für mich jetzt nicht wild aus. Ja, sah für mich jetzt aus wie 'n Pferdekuss, war auch direkt 'n bisschen blau, hat 'n Eispaket draufgekriegt. Ich konnte natürlich nicht, selbstständig rausgehen. Natürlich sehr schmerzhaft. Bin mal gespannt. Ich mit meinen hellseherischen Fähigkeiten würde sagen, ist nix Wildes, 'ne Woche Pause, dann geht das wieder. Jamal Musiala, keine Ahnung, was mit dem war. Ist umgefallen oder was? Bewusstlos oder keine Ahnung. War leider gar nicht im Bild. Auch der Kommentator konnte gar nix dazu sagen. I don't know, ja, ist dann 'n bisschen schwankend rausgegangen. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich irgendwie Kreislauf gewesen sein. Ähm, Das Wetter ist halt nicht für jeden was, keine Ahnung. Ich kann da nix zu sagen. Also, auch da sah jetzt nicht nach irgendwas Ernstem aus. Also, von daher mal abwarten. Ansonsten war es schön, 'n paar junge Spieler zu sehen, die mir teilweise gut, teilweise nicht gut gefallen haben. Und ja, damit gehen wir's mal einmal so 'n bisschen durch, ne? Gut, fangen wir an. Manuel Neuer. Erstmal vorneweg, ich habe es nicht verstanden, warum Jonas Urbich nicht gespielt hat. Was soll der Scheiß? Sorry, das muss ich gleich mal wieder so klar klipp und klar hier äußern. Manuel Neuer hat schon das letzte Testspiel bestritten, wie ich gelesen habe. What the hell? Äh, Wir befinden uns in einem Übergangsjahr. Was ist los? Hä? Das ist ein Testspiel. Warum steht da kein Urbich im Tor? Hä? Gar nicht, raff ich gar nicht. Null. Katastrophe. Ich glaube, das wird wild werden, kommende Saison. Na ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, Manuel Neuer habe ich gerade schon gesagt, bei dem Pfostenschuss sah er ganz wild aus. Weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Wollte den Ball neben's Tor gucken oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, auch den Ball, den er dann gehalten hat da, den er irgendwie so hier so weiß ich nicht. I don't know. Sah wild aus. Ansonsten hat er den einen Ball gut über die Latte gelenkt. Auf jeden Fall, das war eine starke Parade. Gar keine Frage. Ansonsten hat Manuel Neuer keine Fehler drin gehabt im Aufbauspiel oder sonst was. Das, was er halten musste, hat er gehalten. Wie gesagt, so in ein 2 Aktionen sah er 'n bisschen wild aus. Gut, kommen wir zu Brown, der das 2:1 gemacht hat. Würde ich sagen, war ordentlich mit aber noch 'ner Menge Luft nach oben. Ähm, Hat aber das Tor gemacht, läuft in die Räume rein. Da sieht man schon so 'n bisschen den Unterschied auch zu Alphonso Davies, was ich ja schon sagte in dem anderen Video. Man merkt, dass er einfach mehr Spielintelligenz hat, ja. Das war gut. Defensiv hat er ein 2 Szenen gehabt, wo mit Sicherheit Verbesserungspotenzial da ist. Ist jetzt auch noch nicht so lange bei uns. Gehen wir 'n bisschen Eingewöhnungszeit geben. Wie gesagt, es ist 'n Testspiel, müssen wir alles nicht überbewerten. War ordentlich. Min-Jae war gewohnt wie letzte Saison, hat daran angeknüpft. Meiner Meinung nach war direkt immer da. Auch dieses Vorwärtsverteidigen, was wir unter Kompany ja viel, viel mehr machen aus der Innenverteidigung heraus, klappt immer besser bei Min-Jae. War noch richtig gut, war 'n gutes Spiel von Min-Jae. Jonathan Tah genauso. Jonathan Tah knüpft auch da an, wo er aufgehört hat. Ich denke, auch das war 'ne tadellose Leistung. Ja, darauf kannst du aufbauen. Conny Leimer, ja, wie gesagt, haben wir nicht lange gesehen, leider Gottes. 10 Minuten, ja, das war's für Conny. Ähm, von daher können wir da nix zu sagen. Pavlovic, hat mir die ersten 20 Minuten bis zum Hydration Break nicht gut gefallen. Da dachte ich mir: „Alter, Pavlo, was ist los, Alter? Werd mal wieder wach, komm mal wieder klar, nimm mal wieder 'n bisschen den Kopf hoch, find mal deine Eier." Ja, das trifft es eigentlich am besten. Nimm mal das Heft des Handelns mal wieder in die Hand.
Komischerweise hat er das dann da getan nach dem Hydration Break. So, die Mannschaft wurde immer schwächer, was heißt schwächer, aber Leipzig wurde ein bisschen stärker. Wir haben so ein bisschen den Gang rausgenommen. Ähm, Pavlo war der dagegen gehalten hat, ja. Sowohl defensiv wichtige Zweikämpfe geführt, gutes Stellungsspiel, wie offensiv, wie im Gegenpressing. Richtig stark, ab da Alexander Pavlovic, ja. Wenn er die Leistung konserviert und, die Leistung durchgehend bringt, dann gibt es keine Diskussion, ja. Das war eine sehr, sehr gute Leistung ab da. Da hat er dann auch das Tor vorbereitet mit einem sehr, sehr herausragenden Pass, aber auch danach im Gegenpressing da Lücken geschlossen, in die richtigen Räume ist er gewesen, hat defensive wichtige Zweikämpfe gewonnen. Das war sehr, sehr gut ab da. Die ersten 20 Minuten waren nicht gut. Hat er viele Bälle verloren, viele Zweikämpfe nicht gut geführt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war das mal wieder so ein Kickpunkt. I don't know. Ab da war es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tom Bischoff im Großen und Ganzen enttäuschend, muss ich so klipp und klar sagen. Hat eher mehr den Zehner gespielt, war sehr wenig im Spiel direkt. Ja, hat ein, zwei ordentliche Aktionen gehabt. Viel Mittelmaß. Ja, also um da irgendwelche Ansprüche zu stellen, beim FC Bayern in der Zentrale spielen zu können, muss da auf jeden Fall eine Menge mehr kommen. Joshua Kimmich hat Joshua Kimmich Sachen gemacht, hat mir ordentlich gefallen. Seine Stärken voll ausgespielt heute. Das Spiel aufgebaut, viele gute lange Bälle gespielt. Viel in Bewegung gewesen, sich angeboten, hat aber natürlich die üblichen Schwächen, über die ich gar nicht mehr reden will. So, ja, die müssen wir einfach akzeptieren, die müssen wir einfach hinnehmen. Wenn es in die Benotung geht, werden die natürlich mit einfließen, aber ja, das waren Kimmich-Sachen heute wieder, ne? Stellungsspiel in der Defensive ein zweimal schlecht, ein zweimal wieder den Ball, vertändelt, kam mit 'm Gegendruck, von Leipzig nicht gut klar, aber das wird sich auch nicht mehr ändern bei Josh, ja. Wie gesagt, dafür war seine Aufbauqualitäten heute da, die hat er heute auf den Platz gebracht und das war ordentlich. Luis Diaz, habe ich schon gesagt, war der Mann in den ersten 20, 25 Minuten bis zum Hydration Break, war er der Spieler, der eben auch aus dem Grund, dass aus der Zentrale relativ wenig kam, aufbauspielungsmäßig, abgesehen von Kimmich mit ein paar langen Bällen, war er der Spieler, der sich da auch mal auf diese Position hat fallen lassen und so aus einem Halbfeld heraus das Spiel auch mal aufgebaut hat. War der Aktivposten, definitiv. Ja, gerade auch auf der ersten Halbzeit bezogen. War sehr, sehr ordentlich. Ja. Ibrahimovic, absolute Enttäuschung. I don't know. Die Bälle, die er hatte, die waren weg. Keinerlei Bindung zum Spiel, keinerlei Einfluss aufs Spiel. Boah, weiß ich nicht. Ja, wir wollen uns natürlich noch kein Urteil bilden an ein Spiel, aber das war gar nichts. Das war kein Bayern-Niveau, sorry, muss ich so klipp und klar sagen. Binder war ordentlich, zu oft so ein bisschen zu oft zu eigensinnig so ein bisschen, ne? Wollte zu viel Heckmeck machen, fand ich. 2, dreimal wäre der einfachere Ball einfach besser gewesen, wie, ich gehe mit dem Kopf runter wie Jamal Musiala und versuche irgendwie durch 3 Mann durchzudribbeln. Hat es aber immer wieder versucht, war voll drin im Spiel, ja. Auch nach hinten stark defensiv mit zurückgearbeitet, sehr, sehr gut. Wie gesagt, so ein bisschen die Balance da noch finden, dann ja. Macht so ein bisschen so einen Eindruck wie Danny letzte Saison, ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Vielleicht nicht so stark im Dribbling, wie Lennart Kahl es schon war, aber ja. Auf jeden Fall eine Alternative, ja, und generell, wenn man mal die ganzen jungen Spieler gesehen hat, auch die Einwechselspieler gleich, also wenn die alle in der zweiten Mannschaft spielen, dann musst du dir um die zweite Mannschaft aber auch keine Sorgen machen, Alter. Muss man auch mal sagen, ne? Sacha Boey, der reinkam nach 10 Minuten für Conny Leimer, sehr, sehr ordentliches Spiel. Sehr, sehr ordentlich. Ja, dafür, dass er gar nicht mehr Teil dieses Kaders sein soll, sehr, sehr ordentliches Spiel. Ja, war direkt da, war direkt drin, kein Ball verloren gegeben, zweikampfstark, ordentliche Pässe gespielt. Gibt's nichts Negatives zu sagen, ja, gar nichts. Maicon Cardoso kennen wir ja für die Leute, die das hier verfolgt haben. Die Squad-Geschichten, da haben wir ihn ja kennengelernt vor, weiß ich gar nicht, 2 Jahren oder so. Mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch da voll drin direkt, Einsatz voll da. Auch der kleine Mann oder der kleine Junge, können wir ja sogar noch sagen, mit seinem Körper
gegen Spieler, der 2 Köpfe größer ist und dann hält da voll gegen im Zweikampf. Ja, auch da, wenn wir ihm die Chancen geben, denke ich, werden wir an dem Spieler in Zukunft noch eine Menge Spaß haben. Mr. Mike haben wir auch mal wieder gesehen, ja, hat mich auch gefreut. Natürlich die Jungs heute, Cardoso wie auch Mr. Mike, dass sie dann die Chance, wenn sie geboten wurden zum Torschuss, dann nutzen, anstatt den Ball vielleicht nochmal quer zu legen. Kann man natürlich verstehen. Die Jungs wollen sich da ein bisschen zeigen. Völlig okay. Mr. Mike war auch direkt drin im Spiel und wenn was ging über seine Seite, war er da und das war völlig fein. Ismail Saibari, ich denke, da hat man hat gleich gesehen, dass schon ein bisschen Ähnlichkeit da ist zu Jamal so, was die Haken angeht und das Dribbling, aber einfach mehr Körper da ist. Ja, so kann ich's vielleicht am besten ausdrücken. Einfach mehr Körper und mehr, wie soll ich's nennen, mehr Wucht, ja? Auch wenn er dann, anzieht und in den Zweikampf geht, da ist einfach mehr Wucht drin, ja? Das ist ein bisschen mehr. Jamal Musiala ist mehr so der Filigrane, ne, gar keine Frage. Ich bin sehr gespannt. Wir können uns auf jeden Fall auf ihn freuen. Das waren sehr, sehr gute Ansätze. Heute hat er auch das Tor vorbereitet, wo er da 2, 3 Leute hat stehen lassen für Jamal, der natürlich ein bisschen Glück hatte mit dem Torabschluss, kommen wir gleich zu. Ja, Hiriko Ito, ja, ich denke souverän, war jetzt aber auch nicht mehr so gefordert dann die letzten 20 Minuten in der Defensive, muss man sagen. Hat als Innenverteidiger gespielt. Ich denke, das ist auch, wenn die Alternative für ihn in der kommenden Saison. Ich glaube, für die Außenverteidigerposition ist zu. War ordentlich. Jamal Musiala, ja, muss man sagen, war bis dahin den Jamal, den wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben. Ja. Was heißt bis dahin? Das war das ganze Spiel so. Er hat dann natürlich das Tor gemacht, ja, logisch. Aber vorher wieder oft viel zu eigensinnig, viel zu, ich muss hier unbedingt. Ich hoffe, dass einfach das Tor tut ihm gut. So, ja, weil das Tor, ja, ein bisschen Glück gehabt, war abgefälscht, aber es war schon gut gemacht. Gar keine Frage. Und ja, wir müssen, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen Geduld haben. Und ich denke, wir haben gesehen mit dem Saibari, aber auch die jungen Spieler, die dahinter sind, haben wir aber auch keine Kopfschmerzen und können Jamal Musiala auf jeden Fall die Zeit geben, die er noch brauchen wird, denke ich. Wie gesagt, seine Verletzung, I don't know. Ich weiß ja nicht, es war nicht im Bild zu sehen. Es sah so aus, als wenn er mal kurz ohnmächtig geworden wäre, war dann auch ein bisschen benebelt, als er rausgegangen ist. Irgendwie so. Mal abwarten. Alphonso Davies, ja, Alphonso Davies hat Alphonso Davies Sachen gemacht. War ordentlich, definitiv. War auch schön, ihn wieder auf dem Feld zu sehen und auch, dass er keine Scheu hatte irgendwie, ja, so in den Zweikampf zu gehen oder sonst was. Das war okay. Ich bin gespannt. Ja, es wird eine interessante Saison für ihn werden, für Brown. Das ist ein gutes Duell, obwohl ich 'n Brown klar als im Vorteil sehe, aber mal abwarten, ne? Fonsi ist auf jeden Fall unter Druck und muss liefern. Das war heute ordentlich, diese 20 Minütchen. Ich denke mal, der wird dann am Dienstag sehr wahrscheinlich, in der Startelf stehen und da die Spielzeit bekommen. Ich denke mal generell, alle, die heute nur 20 Minuten gespielt haben, werden am Dienstag dann, die volle Spielzeit kriegen. Ja, Jamal musste dann noch raus in der 86. Da kam noch mal NDIE rein. Ja, der hatte auch noch mal 1, 2 Aktionen, auch gleich voll da, ja, voll rein. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, da sind viele junge Spieler hinten dran, die teils sehr überzeugt haben, mal abgesehen von Ibrahimovic, der 'ne Enttäuschung war und Tom Bischoff war leider auch eine Enttäuschung aus meiner Sicht. Da muss mehr kommen, aber hey, das ist ein Vorbereitungsspiel. Ich habe die anderen Spiele nicht gesehen, ja. Kann das, nicht groß beurteilen. Ich kann euch nur sagen, wie ich das Spiel heute gesehen habe. Das habe ich so gesehen und schauen wir mal, wie es am Dienstag ausschaut und dann ist ja Samstag auch das erste Spiel, wo es zählt, ja, im Franz-Beckenbauer Supercup bei Borussia Dortmund. In diesem Sinne, Leute, und dann gibt's natürlich auch wieder hier die Einblendung der Spieler, ne? Bis dahin ist das alles ready. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.